moyen. Bonjour, boa tarde, buonasera. Das ist ein Fried für zusammen zu sein, zusammen Kirche sein. Wir wollen das über Distanz zusammen machen, weil der Herrgott verbindet uns. Und so sind wir zusammen am Namen vom Pap, auch vom Jungen, auch vom Heiligen Geist. Amen. Der Frieden sei mit euch. Notre prière aujourd'hui est interactive et multimédiale. Nous invitons tous ceux qui suivent ce live stream de commenter avec vos intentions de prière sur Facebook de Lux Youth ou par des messages Instagram Lux Youth. Pendant cette prière, nous sommes connectés avec des jeunes dans des différents lieux de Luxembourg, notamment du nord du pays et même avec des jeunes en Albanie qui chantent, dansent et prient avec nous. Maintenant, passons vers le nord pour prier ensemble avec Laura de Adesso Specials. Ons Gebet ist heute interaktiv und über Multimedien. Wir invitieren all die Leute, die den Livestream nur gucken, hier Ulayes über die Facebook-Seite, den Instagram-Account vom Lux Youth zu posten. Heute sind wir mit Jugendlichen von ganz Lützeburg verbunden, unter anderem aus dem Norden, gerade so wie mit Jugendlichen aus Albanien, die mit uns heute werden tanzen, sangen, abjeden. Lust uns zum Norden drehen, um am Laura von Adesso Specials zu werden. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
waters. Let me walk upon the waters. Wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my feet will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Ich habe zwar keine Regieanweisung, wie das hier gehen soll, aber ich meine, den Herr Pastor von der Kathedrale hat sein Facebook abgemäht und da hört den Adesso. Da will man da doch machen in den Nordosten. Lesung von den Aposteln. Alle Gür, die zum Glauben gekommen waren, haben zusammen gelebt und hatten alles gemeinsam. Sie haben ihre Besitz verkauft und den Alles hat alle gedeelt, für jederin so viel, wie hier gebraucht wird. Tag für Tag waren sie Gemeinschaft verbunden am Tempel, haben an ihren Häusern Brot gebracht und haben zusammen gegessen, mit aller Fried und Einfachheit am Herz. Sie haben Gott gelobt und waren beim ganzen Volk belebt. Und den Herr hat alldach die Leute ihrer Gemeinschaft angeschlossen, die gerettet sollten. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um necessitava. Em preservando unanias todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sincelas do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor e a Igreja aqueles que se haviam de salvar. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. So, wir wollen einen Text hören
von der ersten christlichen Kommunität zu Jerusalem. Und von der gut nachgeleistet hat, sie haben alles mit denen gedeelt, das Schiedfrei genug hat. Sie haben alltag zusammen gebiet. Und sie sind dann auch vom Sonden zusammengekommen, für das Brot zu brechen, das heißt, für die Mass zu feiern. Da sind wir aber weiter von der Wäsche. An unseren Gemeinschaften ist es ganz oft so, dass jeder sich für sich hält. An Delen, als etwas, was wir mit dem Afferkirchen machen, und da liegen meistens ganz kleine Münzstecker drauf. Sind der Pastor von den Afferers für Missionen, für die armen Leute, da seht ihr immer, das haut kein Metallsammlung, das Papiersammlung. Und dann das Gebiet alldach, dass du, wo Christen sind, dass sie auch alldach zusammen beten. Und dann was? Für viel von uns ist Mass vielleicht eine langweilige Pflichtveranstaltung. An dieser Lesung, da geht auch nicht das davon geschwärzt. Allégresse, simplicité de cœur, un même cœur, assidûment, könnt ihr vier. Und das heißt eigentlich, wenn wir müssen Christen, wenn wir wollen Christen sein, da können wir uns an dem Text orientieren. Das ist nicht alles direkt machen. Ne? Wir können aber ein bisschen mehr machen. Zusammen beten. Das klingt doch vielleicht ganz verrückt, aber wenn ihr natürlich zusammenkommt, von den Freitags oder Samstags, nicht an der Corona-Zeit, ausgeht, sich amüsiert, für was können dann nicht auch da am Anfang zusammen beten? Wenn er sich trifft, für zusammen zu lehren, zu studieren, Prüfungen vorzubereiten. Für was können nicht ein bisschen da beten? Wenn wir verstanden haben, dass der Herrgott als Papa ist, was Jesus schon immer nicht gesagt hat, also am Fongehol ganz normal, für mit dem Papa Kommunikation zu sein. Und das ist das Gebet. Dann Massfeier, Brotteilen. Auch da sind wir am Fongehol weiter von der Weststadt mit friedlichem Herz zu machen. Viel jugendlich so wir auch, dass Sonntagsmass langweilig ist. Da kämen keine Lieder für, die Täts ausspricht. Da geht doch nicht so geschwart, dass ihn das unbedingt verstehen kann. Mit da müssen wir darauf etwas machen können. An einer großen Einfachheit. So viele Kirchen am Land. Ne? So diese Kirchen, da können als Jugendliche hingehen und zusammen Mass feiern. Wir wissen, es gibt so Punkte, wo das schon geschieht. Aber das geht aber nicht mehr, wenn der auch kommt. Weil wenn der nicht kommt, da steht der Name Pastor da und der Name Bischof. Und der feiert dann seine Jugendmass ganz lang. Und ich kann nicht so, dass das nicht flott ist. Aber ich meine,
Wir haben alle Guten lo bisschen aber den Duscht nom Herrgott an dieser Corona-Zeit. Wir haben den Duscht auch den Hunger nur der Kommunion. Wir nicht können Teil zu wollen, ganz als Christen, und der Masse. Und wenn der Wunsch ganz tief an das Herz erkennt, dann können wir auch vielleicht nach der Corona-Krise einen neuen Anfang machen. Also ist sie für all Schandtat bereit? Und ich meine, der geht danach mehr. Lassen wir also das Wort Gottes von diesem Ideal für uns darstellen, von der ersten Gemeinschaft. Lassen wir das nicht nächst nur diesem kleinen Gottesdienst an den Tieren lernen und vielleicht nur 3 Jahre ein bisschen rausholen. Aber lassen wir probieren, gucken, was können wir an einem ganz normalen Leben als Jugendlich davon umsetzen. Je ne vais plus répéter la même chose en français, ce serait trop long, mais un petit résumé. L'idéal de la communauté chrétienne nous était dessiné dans ce texte. Alors c'est la prière quotidienne, c'est mettre tout en commun, et c'est l'Eucharistie, rompre le pain. Alors nous faisons ça de façon pas très enthousiaste en général. Du partage, mettre tout en commun. Nous avons la collecte dans l'église où les corbeilles sont toujours très lourdes parce qu'il n'y a que du métal dedans. La prière, n'en parlons pas. Et quand même, on pourrait commencer si pour n'importe quoi nous nous rassemblons, que ce soit pour sortir le vendredi ou le samedi, on peut commencer par une petite prière. Et l'Eucharistie, la messe, elle nous manque aujourd'hui. Eh bien, peut-être que cette soif et cette faim de l'Eucharistie peuvent nous motiver à faire un nouveau début où, en tant que jeunes, je dis vous, je ne peux plus dire nous, vous puissiez vous rassembler pour rompre le pain, où c'est Jésus lui-même qui vous invite à sa table. Et de là partira une nouvelle joie pour notre Église qui est à Luxembourg. Merci d'être ici à la cathédrale, merci d'être connectés et voyons si nous pouvons suivre la danse de nos amis albanais. Merci. Il y a différentes manières de prier, comme nous l'avons appris pendant le pèlerinage en Thaïlande l'été dernier. Nos copèlerins d'Albanie nous ont montré la joie de danser pour notre Seigneur. Et maintenant, depuis leur village en Albanie, ils dansent avec nous. Après la danse, nous continuons notre prière avec les jeunes du Nord, Dolores et Fabrice, tandis que Wajd, du Sud, chantera le refrain. Het gefiel verschiedene Möglichkeiten zu bieden. Das konnte mir während unserer Pilgerfahrt an Thailand letzte Sommer entdecken. Als Matpilger aus Albanien haben das Fred vom Tanz für den Herrgott mitgedeelt. Elo werden sie aus ihrem albanischen Dorf für uns tanzen. Donno feiern wir uns Gebet mit Dolores und Fabrice aus dem Norden weiter. Und für den Aufschluss singt das Wajd aus dem Süden ein Refrain.
Grande sei, santo, santo sei. Quanta vita c'è nelle tue parole, quanto amore che invade i nostri cuori. La tua presenza è il dono della fede, ci ha chiamati a vivere davvero. Grande, grande sei, santo, santo sei, onnipotente Dio, vita eterna è sola verità, vita eterna è sola verità. La tua luce ci illumina il cammino e non ci sono ombre quando brilli tu. Sole della vita, sole di speranza, tu ci ha chiamati ad amare davvero. Grande, grande sei, santo, santo sei, onnipotente Dio, vita eterna è sola verità, vita eterna è sola verità. Ascoltaci Signore, siamo qui per te, per sempre canteremo la tua maestà, la tua salvezza è scesa su di noi, tu ci hai chiamati a giudicare davvero. Grande, grande sei, santo, santo sei, onnipotente Dio, vita eterna è sola verità, vita eterna è sola verità. Tu che ci hai mostrato la strada da seguire e poi muovi i nostri passi che non possono vacillare. Tu che per noi sei morto, tu che sei risorto, tu che ci hai chiamati a vivere davvero, tu che ci hai chiamati ad amare davvero. Grande sei, santo, santo sei, onnipotente Dio. Amaci Signore, non ci abbandonare, il mondo intero ha nostalgia di te. Ciao. أريد قلبا أنبوع من فيض حبه، قلبا يبقى لي دوما يسدني إليه، قلبا يحب ضعفي لا يخجل به. هذا قلبك رافي، من سواك يسوع. أريد قلبا يغمر كل جراحي، يبدد كل خوف، يطهر روحي، قلبا يكون راحتي في ظله أرتاح. هذا قلبك رافي، من سواك يسوع.
Es sind der Fabrice und das ist meine Schwester Dolores. Wir sind zugeschaltet aus der Parkierung zu Hofeld. An dieser Kirche haben Dolores und ich dieses Jahr ab dem 15. Februar das Sakrament von der Firma empfangen. Am Hintergrund sind Bilder, die mir Firmlinge gemalt haben bei dieser Firmenvorbereitung. Sie weisen Orte, wo wir jung als Geburten spüren. An der Freundschaft, an der Lebt, an der Natur, aber beim Herrgott. Das Lied Oceans, das Laura gesungen hat, erzählt von dieser Geborgenheit beim Herrgott. Dolores und ich bringen als Gebet heute zu Hofeld für den Herrgott. Und dabei sind wir verbunden mit diesem Kardinal Jean-Claude Tollerich, an der Kathedrale, mit allen von der Jugendpastoral und mit allen, die über Livestream noch lauschen. Guter Gott, die Corona-Zeit hat unsere Bewegungs- und Kontaktmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Gott, du kennst den Durst von uns Jugendlichen nach Begegnung mit anderen, unseren Durst nach Freundschaft und nach Gemeinschaft. Du weißt auch, wie wichtig es für uns ist, einfach rumzuhängen mit anderen und dass wir gerne feiern. Gott, ab morgen ist es uns wieder möglich, unsere Freunde zu treffen. Und dafür danken wir dir. Lass uns in dieser Zeit bewusst werden, dass du da bist. Du hast gute Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Schenke uns Jugendlichen Lichtblicke, die uns stärken, durch diese Zeit hindurchzugehen. Gott, morgen werden viele von uns Jugendlichen wieder zur Schule gehen. Andere lernen weiterhin zu Hause. Wir arbeiten alle auf das Ende des Schuljahres hin. Examen und Tests stehen an. Gott, du bist ein Gott der Zuversicht und der Hoffnung. Wo wir Angst und Unsicherheit verspüren, schenk uns immer wieder neu dein Vertrauen. Gieße deinen Geist über uns aus. Schenke uns Kraft und Durchhaltevermögen. Wir bitten dich, auch für unsere Lehrer. Wir bitten dich, für die Direktionen in der Schule. Lass uns dieses Schuljahr gemeinsam meistern mit all deinen Ungewissenheiten und Schwierigkeiten. Gott, bleibe bei uns mit deiner Liebe und deiner Kraft. Gott, in deiner Umarmung finde ich Ruhe. Du willst mein Herz berühren und mir nahe sein. Deine Hand wird mich leiten. Wenn ich Angst vor Versagen habe, richte ich meine Augen auf dich. Ich vertraue dir. Ich bin dein und du bist mein. Gott, wie Maria vertraue ich dir und gebe dir jetzt mein Ja, damit sich dein Werk in meinem Leben verwirklichen kann. Du schreibst auf krummen Zahlen gerade. Deine Liebe zu uns ist groß. Komm mit deiner Liebe in unsere Herzen, unsere Häuser, Schulen, Krankenhäuser und in unsere Kirchen. Lass uns nicht vergessen, dass unser Leben ein Geschenk ist. Mache unser Herz dankbar für jede kleine Geste der Anerkennung und Liebe. Maria, du bist unsere Mutter und Trösterin. In dieser Corona-Zeit wenden wir uns besonders an dich. Wir bitten dich für alle Kranken. Schenke ihnen Trost und Heilung. Sei den Leidenden und Sterbenden nahe. Tröste die, die trauern. Wir bitten dich für alle, die sich einsam und isoliert fühlen. Wir bitten dich für die, die niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können. Maria, du bist unsere Trösterin. Wir vertrauen dir diese Corona-Zeit an. Führe sie zu einem guten Ende. Amen. أريد قلبا حاضرا يسمع صرختي يسهر على ضعفي لا يخفى
تقبلوا عني يفك كل قيد يحرر فكري هذا قلبك ربي من سواك يسوع أريد قلبا أنبوع من فيض حبي قلبا يبقى لي دوما يشدني إليه قلبا يحب ضعفي لا خجل به هذا قلبك ربي من سواك يسوع Papa im Himmel, wir sagen dir merci für das erste Mal, für das Zeit von Gebet. Auch wenn wir ein paar technische Probleme hatten, konnten wir doch verbunden sein. Mit Laura, mit unseren Kollegen aus Albanien, mit dem Watcht, mit dem Fabrice und mit der Dolores. Wir sagen dir merci für das gemeinsame Gebet. Et weiß, dass die Summe Kirche sind, mehr stark als für Trennung und Isolation. Sehen als Kirche lose Wurzeln an der Lebt und an der Fried. Darum beten wir dich durch Christus, unseren Herr. Amen. Mir geht aber gut, dass der Fabrice und Dolores gefirmt sind. Mit spüren, dass der Heilige Geist an ihnen schafft. An der Loh will ich dann dem Herrgott sei Segen geben. Für ihr Schein an der Kathedrale, aber auch für all die, die mit uns verbunden sind, die mitgemacht haben bei diesem Gebet und die das Gebet nachgeguckt haben. Den Herr sief mit euch. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne la joie de l'Évangile et vous fasse croître dans votre foi et dans l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.